Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. 2 Jahre als immer dieselbe Leier, hat er darüber gedurcht, Dauer umzustellen. Hat er die Frau nicht schon gestaltet, muss das wirklich sein. 4 Millionen Europäer haben letztes Jahr im Sommer an einer Enquete, an einer europäischen Enquete geantwortet, dass sie der Meinung wären, dass man das endlich müssten aufschaffen. Jean-Claude Juncker hat darüber reagiert und hat assigniert zu der Lage von der Union im September 2018 angekündigt, dass die Zeitumstellung schon 2019 soll aufgeschafft gehen. Am Europaparlament unterstützen wir die dritte Proposition, weil das so, dass doch 79% von den Lützeburger, die geantwortet haben bei der Enquete, auch der Meinung sind, wir müssten endlich die Zeitumstellung aufschaffen. Wir wissen ja eigentlich, wo die Zeitumstellung herkommt. Die gouf für die am Ersten Weltkrieg angefordert, hauptsächlich von den Deutschen und von den Franzosen, für justement Heizkästen zu spuren, für Männer Kohle zu gebrauchen. Dose haben sich ein Rutsch anderer Länder angeschlossen. Dann gouf der Tremenke aufgeschafft und dann an den 70er Jahren am Kader von der Petrolskrise als der Gedanke opkommen und dann haben wir eigentlich auch die Zeitumstellung an Europa angefordert, für justement Energie zu sparen, und da sind wir auch heute noch immer. Es ist aber auch wichtig, dass wir gucken, dass an Europa die ganze Sache koordiniert aufläuft, dass Zeit zu selber Zeit immer umgestaltet wird, und dafür gouf 2000 eine Direktiv für die Koordination davon angefordert, und die hat festgehalten, dass die letzte Sonde am März und die letzte Sonde am Oktober die Zeit soll umgestaltet gehen. Rezente Studien weisen aber, dass den Biorhythmus von uns Menschen, wie auch von unseren Haustieren, extrem kann dadurch perturbiert gehen. Konsequenzen sind zum Beispiel Schlafstörungen, aber wenn ich schlecht schläft, ist natürlich mit der Konzentration auch schlecht, und dadurch ist eigentlich auch das Risiko von Accidenten extrem erhöht, und das festgestellt wird, dass effektiv auch viele Verkehrsaccidenten geschehen, weil die Leute nicht ausgeschlafen sind. Dafür haben wir also an der Umweltkommission vom Europaparlament stark gemacht, für endlich Nägel mit Köpfen zu machen und dann von der Zeitumstellung eigentlich anzulauten. Zu Lützeburg sind 65% von den Leuten, die auf die Enquete geantwortet haben, der Meinung, wir sollten eigentlich die Sommerzeit permanent beibehalten. Nun muss man natürlich gucken, dass man da ein Koordinationssystem finden, für doch mal das Notbeschläge richtig zu koordinieren, weil das eigentlich die Autorität von den nationalen Memberstaaten für das dort festzuhalten. Wir müssen natürlich verhindern, dass nicht mehr nur die Engzeit festhalten, dass das Belgisch, Französisch oder Deutsch Schnuppern etwas anderes festhalten. Dafür haben wir gefragt, dass wir das Recht 2021 machen. Wenn das Parlament Recht behält, wird dann definitiv 2021 für die letzte Jahr Zeitumstellung stattfinden. Es tut nicht vielmals merci für die Nullausstrahlung bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen, und hoffentlich bis geschwind.